Während Thomas Woltener seine Brotzeit genießt, baut Marcel Altstädter seinen Foodtruck auf. Aus dem Oldtimer heraus verkaufen er und seine Frau Kässpatzen. Das ist ein toller Wagen. Danke, der ist super. Nee, mag ich auch echt gern. Wenn er nicht immer rosten tät, wäre alles besser. Aber mei, dafür ist es schön und alt. Komplett selber ausgebaut, selber restauriert. Genau. Ja, das ist meine Leidenschaft. Und dann passt es ganz gut, wenn ich mit denen auch arbeite. Das ist dann optimal. Das macht dann schon Spaß. So. Angefangen hat alles ganz einfach. Christine Altstädter erinnert sich. Da kommen wir ja schon. Ja. Wir hatten das eigentlich hier alles angefangen. Ne? Wir hatten die Idee gehabt, einen Käsespatzenstand zu machen, Käsespätzlestand. Oh Mann. Meine Frau. Ja, das war jetzt schon echt lang her. Meine Mutter war eigentlich schon immer auf dem Wochenmarkt. Schon seit 25 Jahren, nee, 30 schon fast eigentlich, 30, gell? Ja. Und das hat mir immer schon so richtig gut gefallen, dieses Flair, sich da aufzuhalten auf dem Wochenmarkt. Und haben wir dann gesagt, es fehlt was Vegetarisches. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, oder damals ich auf die Idee gekommen, dass wir den Kässspatzenstand machen, damals noch mit Schirm. Und da habe ich alles händisch aufbauen müssen. Das war sehr erschwerlich, aber es ist auch gegangen. Ihr habt nur einen Schirm gehabt. Nur ein Marktschirm, ja. Und den haben wir dann immer auf- und abgebaut. Und am Anfang ist es gar nicht angenommen worden. Also es war sehr mühsam, die ersten Jahre. Die Durststrecke ist überwunden. Mittlerweile gehören Kässpatzen zum Kanon der allgäuerischen Straßenküche. Okay. Nee, du darfst jetzt. Ich bräuchte noch Handschuhe, bitte. Grazie. Zwischendurch muss ich ja auch mal probieren oder so, weil der Käse ist nicht immer gleich. Eine Kuh hat nie gleich Milch, dementsprechend ist der Käse auch nicht immer gleich perfekt. Und dann muss ich einfach immer ein bisschen probieren und ein bisschen mehr von dem oder ein bisschen mehr von dem, dass es einfach immer gut schmeckt. Richtig guter Käse, das ist halt das A und O. Also kein Industriekäse oder so, wie es viele machen, sondern halt einfach ein gescheiter Käse. Bloß eine Sorte. Na, mehrere Sorten. Da Unsere geheime können wir Mischung. nicht verraten. Nicht einmal mehr als 2, weniger als 5 oder sowas. Weniger als 5, können wir sagen. Weniger als 5 können wir sagen, genau. Da hat auch jeder sein eigenes Rezept, also auch was den Teig anbelangt. Eine mittlere Portion Kässpatzen, bitte. Mit Zwiebeln? Mit Zwiebeln? Ja, gell? Zwiebeln gibt's zweierlei. Beide hausgemacht. Wir machen einmal Schmelzzwiebel. Wir haben ja daheim so einen großen Steinbackofen. Und dann machen wir natürlich die ganz normalen Frittierten noch. Weil gerade für Kinder und für welche, die halt einfach nur Röstzwiebeln möchten, haben wir die dann auch noch. Und der Klassiker ist gemischt. Gemischt ist am meisten, ja. Ja. Also eine kleine Portion. Magst du irgendwas drauf haben? Ja, Was? was ist Zwiebel? Und Tomaten auch? Ja, Guten Appetit. Guten. Die auch. Eine kleine ist so eine ganze Schüssel voll. Schaffst du die? Warte, Hallo. Die wegmachen? Die schaffst du, oder? Das Wetter kippt gerade ein bisschen, deswegen trauen sich jetzt nicht mehr ganz so viele auf den Markt. Die sind super, die Kässpatzen. Haben Sie noch gar nicht probiert? Doch. Trocker. Die sind gut. Haben Sie ein bestimmtes Rezept für die Kässpatzen? Sackkes, Weißlacker, Emmentaler. Sie nehmen einen Weißlacker. Ja. Einen Backstein und dann habe ich ihn nochmal mit Weißlacker. Der ist kräftiger, gell? Ja, Ist da auch einer drin? das weiß ich nicht. Mal schon, oder?
Wenn das richtige Käsespätzle sind. Und Sie kennen sich schon lang? Wir sind Geschwister. Ich meine Zwillingsschwester. Tatsächlich. Ein Zwilling. Sie verstehen sich wortlos, glaube ich. Hä? Ja. Genau. Gibt es noch einen Bruder? Nein. Reicht das? Reicht, ja. Was übrig bleibt, wird später zu Hause gegessen. Aufgewärmt schmecken den Schwestern Andrea und Petra Mette die Kässpatzen besonders gut. Am Hohenzollernplatz in München betreibt Irakli Lontarize eine georgische Straßenküche. Gerne. Auf die Hand, kurz und gleich essen? Ich esse gerne. Sehr, sehr gerne. Danke sehr, mein Lieber.